Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, die Reaction wird leider nicht ganz so spontan wie gedacht, weil ich habe gerade die Reaction schon aufgenommen zur Pressekonferenz gegen Eintracht Frankfurt und mein Mikrofon hat nicht wirklich funktioniert. Habe ich natürlich erst ganz am Ende der Aufnahme gemerkt. Also Halleluja, 25 Minuten meines Lebens verschwendet. Von daher nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf. Aber natürlich weiß ich jetzt schon, welche Fragen kommen, welche Antworten kommen. Also es ist vielleicht dann nicht mehr ganz so spontan, wie es sonst der Fall ist. Joa, ich kann es leider nicht ändern, aber bevor ich jetzt euch gar nichts präsentiere, mache ich den Bums halt einfach nochmal. Also, Leute, von daher, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, ja, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr den Kanal und meine Arbeit, sofern man das Arbeit nennen mag oder nennen möchte, was ich eigentlich nicht möchte. Meine Zeit, die ich hier investiere. Und damit gehen wir rein. Zum zweiten Mal in den Bums. Die Sonne ist zurück. Die Sonne. Auch hier. Ja, servus zusammen. Das vorletzte Heimspiel in der Liga steht an. Morgen Nachmittag gegen Eintracht Frankfurt. Willkommen zur Medienrunde. Wie gewohnt mit Thomas Tuchel und euch zahlreich. Hier geht's los in der ersten Reihe. Carrie Howe für Sky, bitte. Hallo Herr Tuchel, zum Einstieg vielleicht ein etwas spezielleres Thema. Zwar haben sich einige Bayern-Fans dazu entschlossen, eine Online-Petition ins Leben zu rufen. Da wird gefordert, dass Sie Trainer bleiben sollen. Es hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen bereits 10.000 Stimmen erhalten oder über 10.000 Stimmen. Was denken Sie darüber? Freut Sie das? So, bevor der Tuchel antwortet, ich kenne seine Antwort ja schon, werde ich hier aber dasselbe sagen, was ich vorhin gesagt habe. Also diese Petition ist absoluter Schwachsinn. Ja. Also, dass Tuchel ein guter Trainer ist, ich denke, das steht außer Frage. Dass Tuchel nicht zu uns passt, denke ich, steht genauso außer Frage. Ja, jetzt so eine Online-Petition zu starten mit der Begründung, ja, aber wir sind ja im Champions League Halbfinale, wie kann man dann so einen Trainer entlassen? Der hat einfach keinerlei Ahnung von Fußball, wer da auf dieser Petition unterschreibt. Sorry, Leute. Guckt euch gerne mal die Entwicklung unseres Fußballs an, die Entwicklung der Spieler unter Thomas Tuchel, die Ergebnisse, oder lasst die Ergebnisse gerne weg, die Entwicklung des Fußballs, der Philosophie. Wir haben keinerlei Spielidee, wenn Gegner tief steht. Ganz, ganz wenige Spieler, die überhaupt mal an ihr Leistungsniveau kommen, ja, geschweige denn, dass sie besser geworden sind unter Tuchel. All das zeigt halt einfach, dass es nicht passt mit dem Tuchel. Ja, ich weiß, das ist daraus entstanden, dass man Rangnick nicht mag. Ich mag Rangnick auch nicht. Ich habe dazu in einem anderen Video was gesagt, das will ich jetzt hier gar nicht aufgreifen. Also ich werde da nicht unterschreiben und ich finde es absolut schwachsinnig. Ja, meine Meinung dazu. Also auch wenn das Thema natürlich in dem Fall für mich ein erfreuliches Thema ist, wenn sich Leute wünschen, dass ich da bleibe, ist es trotzdem ein Thema, das keinerlei Priorität hat und auch nicht haben darf. Auch wenn es jetzt in dem Fall für mich ein erfreuliches Thema ist. Es kann jetzt in den nächsten 11 Tagen um nichts anderes gehen als um Fußball und um nichts anderes gehen als um das Ziel, das wir alle erreichen können. Und das ist vollkommen richtig. Das Ziel heißt natürlich Wembley. Ne? Das Ziel heißt, Real Madrid auszuschalten in der Champions League. Zum einen weiter in der Bundesliga Punkte zu sammeln, um das bestmögliche Ergebnis zu haben und zum anderen natürlich ins Finale einzuziehen. Für alles andere gibt es jetzt keine Kapazität, egal ob angenehm, ob unangenehm. Ich erlaube mir das auch selber jetzt nicht, mich davon beeinflussen zu lassen. Ich weiß, dass es jetzt viele Themen gibt. Eins davon ist die Petition, ein anderes sind vielleicht Kartenanfragen und so weiter. Ein nächstes ist die Trainerdiskussion und so weiter. Ich will es weder für mich als Entschuldigung akzeptieren, ich will es nicht als Ablenkung akzeptieren, ich will es nicht hören, wenn es positiv ist, ich will es nicht wissen, wenn es negativ ist. Wir sind im absoluten, jetzt im vollen Fokus und im Modus, wo jeder Tag zählt und da gehört das auch dazu. Vollkommen richtige Einstellung. Ja, man muss jetzt hier Scheuklappen auf, feuerfrei. Real Madrid, Halbfinale, alles andere spielt gerade so gar keine Rolle. Ja, setzt gerne einen Eberl dahin, der kann diese ganzen komischen Fragen alle beantworten, aber doch nicht unser Trainer, ja, der gerade im Fokus sein muss, dass er die Mannschaft auf den Punkt fit hat und heiß hat gegen Real Madrid und muss dazwischen noch das Frankfurt-Spiel managen.
Vollkommen richtige Einstellung und sehr, sehr gute Aussage vom Thomas. Nebendran Christian Kunz für die dpa. Wie sieht es denn personell aus und wie ist der Plan mit Sané und Gnabry? Upa ist leider umgeknickt im Training vorgestern und wird fraglich sein für morgen. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, im Knöchel umgeknickt. Knöchel ist immer scheiße. Wer selber Fußball gespielt hat oder sonst mal was mit Knöchel hat, der Knöchel ist immer scheiße. Selbst wenn es eine Stauchung ist, Alter, ist meistens schlimmer wie ein Bruch. Es ist Katastrophe. Bei Serge reicht's für Dienstag. Serge wird am Dienstag spielen und treffen. Auch beim zweiten Mal komme ich nicht drüber hinweg, Alter. Hammer. Reicht's für Dienstag. Serge wird am Dienstag spielen und treffen. Männer, Serge wird Dienstag spielen und treffen. Punkt. Fertig. Da werden wir dann sehen, ob er beginnt oder reinkommt. Der wird am Dienstag ein Tor machen. Da werden wir dann sehen, ob er beginnt oder reinkommt. Der wird am Dienstag ein Tor machen. Serge wird am Dienstag ein Tor machen. Punkt, Männer. Tuchel hat die Glaskugel rausgeholt, hat gesagt, der Serge performt am Dienstag. Feierabend. Ja? Punkt. Grandios. Bin begeistert. Also wir werden schon mal nicht kein Tor schießen. Wir werden auf jeden Fall ein Tor schießen, dank Serge Gnabry, Leute. Ja? Wir werden den Tuchel an diesen Aussagen messen am Dienstag. Und bei Leroy müssen wir Tag für Tag abwarten, ob es für Dienstag reicht. Das wird ein Wettlauf, der trainiert gerade. Zu der Farce habe ich alles gesagt in den letzten Wochen und Monaten. Katastrophe. Parallel draußen mit unseren Reha-Trainern auf dem Platz. Das ist die gute Nachricht, aber es ist noch Individualtraining. Es ist das erste Individualtraining nach einer sehr intensiven Behandlungsphase und da kann ich keine seriösen Prognosen abgeben. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Grüß Sie, Herr Tuchel. Jetzt wird ein Tor machen, Leute. Was wird das für ein Spiel gegen Frankfurt? Übt man etwas ein für Madrid? Schont man sich für Madrid? Rächt man sich fürs Hinspiel? Welche Gedanken haben Sie da? Also aus meiner Sicht geht das nicht. Das ist natürlich eine total berechtigte Frage, aber es funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas üben können, weil Frankfurt natürlich auch komplett anders spielt. Du kannst auch... Und auch nicht die Qualität von Real Madrid hat. In Heidenheim nicht üben, wie du in Arsenal spielen willst. Ja. Du kannst weder die Standardsituationen üben, weil du sie dann schon verrätst. Du kannst die Standardsituationen nicht so verteidigen, weil die anders einlaufen. Dein Spielaufbau ganz andere Spieler sind, eine ganz andere Qualität der Spieler haben. Findet gegen komplett andere Mannschaft statt. Dein Angriffsverhalten werden komplett andere Räume vorfinden als am Dienstag. Deshalb kann ich akzeptieren und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das alle akzeptieren und auch realistisch einschätzen, dass natürlich so ein Hintergrundgeräusch jetzt da ist gegen Frankfurt und gegen Stuttgart. Ich glaube, wir brauchen uns nicht das Märchen erzählen, dass wir morgen zu 100% nur an Frankfurt denken. Natürlich nicht, Alter. Man denkt vielleicht zu 20% an Frankfurt und hat 80% schon Fokus auf Real Madrid. Wir spielen um nichts mehr in der Bundesliga. Wir spielen nicht um die Meisterschaft, wir spielen nicht um Europacup. Das ist alles safe, nach oben, nach unten. Alles ist gut, alles ist tutti. So, na klar, wollen wir eine ordentliche Leistung sehen gegen Frankfurt, aber natürlich sollte man im Hinterkopf haben, den und den Spieler schon nicht besser, der braucht vielleicht nochmal 20 Minuten, damit er im Rhythmus kommt und so weiter und so fort. Völlig unabhängig vom Ergebnis. Ja, und es ist auch völlig legitim, wenn da ein 50-50 Zweikampf ist, wenn man dann den Fuß zurückzieht, Alter. Weil man das Spiel gegen Real Madrid im Hinterkopf hat. Das ist völlig legitim, das ist menschlich und für mich persönlich völlig okay. Natürlich wollen wir das Spiel nicht verlieren. Ich habe auch ein 3-1 getippt. Aber nochmal, diese ganzen Faktoren musst du einfach berücksichtigen. Und das ist völlig normal und völlig okay. Wir reden über ein Champions League Halbfinale. So, wie oft kommst du in Champions League Halbfinale? Ja, ist bei uns jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Also es ist jetzt nichts, was man mal jede Saison mal eben so erreicht. Und von daher, es geht in der Liga um nichts. Also Fokus auf Real Madrid, fertig.
Ja, ich glaube, dass wir zu 100% dann da sind, aber dass es immer so ein Hintergrundgeräusch geben wird, dass da dieses Madrid-Spiel auch eine Rolle spielt und dass das dazugehört. Das ist wahrscheinlich dann wie, wenn Sie an einer, weiß nicht, laut befahrenen Straße wohnen, dann gehört das Geräusch einfach dazu. Das ist dann einfach eine Entscheidung irgendwann, die Wohnung trotzdem gut zu finden und dann trotzdem eine gute Zeit darin zu haben oder sich permanent daran zu stören. Und ich glaube, dass es wichtig ist, also ich würde ausziehen. Dass wir das akzeptieren. Leute, wenn ich meinen Kaffee hole, sagen halt Leute jetzt gerade nicht, hey, alles Gute für morgen, die sagen alles Gute für Dienstag. Ja, normal und ist auch völlig richtig. Das ist normal. Also da jeden jetzt zu belehren und zu sagen, was ist Dienstag? Uff, ich bin total auf morgen. Was ist denn am Dienstag? Ja, klar, ich weiß, was am Dienstag ist. Ich verstehe es und das ist was Positives. Und ich akzeptiere jetzt die Hintergrundgeräusche und die Nebengeräusche. Aber trotzdem wird uns das nicht davon abhalten, morgen ein Topspiel zu machen. Und wir müssen ein Topspiel machen, weil wir brauchen Punkte. Und es ist auch wichtig, da einfach in dem Momentum drin zu bleiben, das wir jetzt gerade haben. Und das verlange ich von mir und das verlange ich von allen anderen. Das ist jetzt auch was sehr Positives. Aber wir können im Grunde nichts üben. Wir können nichts üben, weil es komplett unterschiedliche Spiele sind. Alle 4 Spiele, selbst das erste Spiel gegen Real wird ein anderes Spiel als das Rückspiel. Stuttgart. Ja. Wird aber vielleicht ein bisschen vom Ergebnis abhängen. Vielleicht wird es ein ähnliches Spiel im Rückspiel, kommt halt wirklich aufs Ergebnis an im Hinspiel. Stuttgart wird wieder komplett anders als Frankfurt. Deshalb Schritt für Schritt und das wird die Kunst sein, die Ablenkung zu akzeptieren und trotzdem heute die Mannschaft bestmöglich auf morgen vorzubereiten und den Fokus da trotzdem zu haben, um morgen Top-Leistung zu bringen. Dann in der zweiten Reihe Vincent Schirpke für TZ. Hallo Herr Tuchel, eine Nachfrage noch zu Jamal Musiala. Der hat ja am Wochenende nicht gespielt gegen Union. Kann er aktuell an sein Leistungsmaximum gehen von der Belastung? Und wenn wir jetzt schon auch über Real gesprochen haben, welche Rolle nimmt er denn in seinen jungen Jahren schon für Sie in solchen Schlüsselspielen ein? Ganz unabhängig, gegen wen wir spielen, ist Jamal ein absoluter Schlüsselspieler. Und er wird morgen beginnen. Und er wird schmerzfrei beginnen morgen. Dickes Kompliment an die Physios und alle haben alles richtig gemacht. Jamal ist komplett schmerzfrei, fühlt sich frei, top trainiert. Ist Schlüsselspieler für uns, ganz egal, gegen wen wir spielen und wann wir spielen. Punkt. Christian Kunz wieder. Klare Aussage, oder? Und er hat vollkommen recht. Wenn Jamal eine gute Form hat, ist er natürlich ein Schlüsselspieler für uns. Gar keine Frage, Leute. Bitte. Sie haben gerade gesagt, die Kunst ist es, die Ablenkung zu akzeptieren. Wie erleben Sie da Ihre Mannschaft? Es gibt ja genug Ablenkung, die auf die einprasseln könnte. Ja, es ist nicht nur die laute Straße, ne? Wir haben auch noch ein paar Nachbarn, die Krach machen und so. Das stimmt, aber trotzdem, wir haben halt morgen eine Prüfung zu schreiben und entweder wir lassen uns jetzt komplett ablenken und regen uns auf und engagieren uns in dem Ganzen, in dem allem, was da auf uns einprasselt. Oder wir suchen nach Lösungen, hauen die Ohrstöpsel rein oder setzen die Kopfhörer auf und lernen halt trotzdem unseren Stoff, damit die Prüfung morgen funktioniert und so. So muss es auch sein. Das ist natürlich meine Aufgabe, das auch vorzuleben und gemeinsam mit meinem Staff. Und wir werden jetzt die Mannschaft auch komplett unverändert auf morgen vorbereiten. Und trotzdem das, was ich gesagt habe, einfach akzeptieren. Das ist auch normal, das ist menschlich und das ist auch, dazu ist der Anlass auch zu besonders. Die Trainingswoche war sehr, sehr gut, Energie ist gut und das Level ist sehr, sehr hoch. Man merkt, dass uns das Spiel gegen die beiden Spiele gegen Arsenal natürlich enorm Selbstvertrauen gegeben hat. Dann kam dazu, dass wir viel gewechselt haben gegen Union und einen sehr klaren Auswärtssieg eingefahren haben, verdient. Das hat uns extrem gut getan. Die Ergebnisse von Arsenal danach haben das natürlich auch nochmal bestätigt, was ja. Da muss ich auch noch was zu sagen. Habe ich vorhin auch schon gemacht. Weil es gab ja auch viele Kommentare oder auch im Stream gab es ja viele Leute, die gesagt haben, ja, Arsenal war ja dann gegen Bayern nicht wirklich in Topform, haben ja gerade im Leistungsloch gewesen, Blasels. Völliger Schwachsinn, Leute. Ja. Man muss einfach auch mal anerkennen, dass wir einfach starke Leistungen gezeigt haben. Punkt. Ja, zweite Halbzeit zu Hause wir haben Arsenal keine Chancen gelassen. Wir haben sie vollkommen im Griff gehabt. Ja? Warum man das nicht anerkennen kann, verstehe ich nicht. Ihr wisst alle, ich bin wahrscheinlich der erste kritische Bayern-Fan überhaupt. Aber
ganz ehrlich, da muss man einfach mal die Leistung der Mannschaft anerkennen und das nicht irgendwie schwach reden mit einer dummen Aussage wie, ja, Arsenal hat ja keine Form gehabt, waren im Leistungsloch. Ja, deswegen haben sie dann jetzt 5-0, was war es, Tottenham weggeballert oder was. Nein, fühle ich nicht. Wir haben es halt einfach mal stark gemacht und das kann man dann einfach auch mal neidlos anerkennen. Wa? Wenn wir sonst immer kritisieren, kann man da auch mal lobende Worte finden und ja, wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal loswerden. Was die Mannschaft dort geleistet hat, wie wenig Chancen wir zugelassen haben, wie wenig Tormöglichkeiten, dass wir in der Lage waren, jedes Mal gegen Arsenal auch selber Tore zu machen. Das hat uns schon jetzt auch im Nachgang, in der Woche danach, viel Bestätigung gegeben. Und, ja, und zu Recht. Nehme ich die Mannschaft wahr, dass wir bereit sind, morgen nachzulegen. Dann in der zweiten Reihe bitte, ja. Philipp Röttger für Weltfernsehen und München TV. Hallo, Herr Tuchel. Hallo. Nochmal kurz zu Frankfurt. Was erwarten Sie von Frankfurt? Für die geht es ja auch noch um internationale Plätze. Und denken Sie manchmal an das Hinspiel? Ja, in schlaflosen Nächten war ich auf. Also das ist natürlich eine Niederlage, die extrem wehtut. Und vor allem in dem Spiel, wo Sie sich jetzt aufs Rückspiel vorbereiten, ist das natürlich präsent, wenn man nochmal schaut. Und das mit 10 Tage Vorbereitung wegen Schneechaos. Was haben wir gemacht? Das hat Frankfurt gemacht. Und das sind ein paar Bilder dabei, die man so sich nicht gerne noch mal anschaut. Aber wir wissen nicht genau, was sie machen, weil sie spielen in fast allen unterschiedlichen Grundordnungen. Auch, glaube ich, sehr lösungsorientiert auf das, was sie vom Gegner erwarten und versuchen, ihre eigenen Lösungen zu finden. Das tun sie in allen Grundordnungen. Sie haben enorme Geschwindigkeit im Offensivbereich. Es ist eine technisch sehr, sehr gute Mannschaft, die extrem gut im Umschalten sind in beiden Richtungen. Also es ist sehr schwer, sie im Konter zu erwischen, weil sie sehr fleißig sind im defensiven Umschalten und umgekehrt sind sie sehr, sehr effektiv und schnell im eigenen Umschaltspiel. Das haben wir auch schmerzhaft erfahren. Deshalb müssen wir die einfachen Ballverluste auf ein Minimum reduzieren, ohne dabei langweilig zu werden und ohne dabei das Spiel zu verschleppen. Aber wir dürfen in gewissen Zonen müssen wir unsere Ballverluste und relevante, schwere Ballverluste auf ein Minimum oder 0 reduzieren. Aber das muss man in jedem Spiel eigentlich tun. Ja, das sollte der Anspruch in jedem Spiel sein. Nicht nur gegen eine Mannschaft, die super gut umschalten kann, auch eine Mannschaft, die vielleicht nicht so gut umschalten kann. Sollte man in gewissen Zonen auf dem Feld einfach keine Ballverluste haben. Ja. Einfach um den Mannschaften, selbst wenn sie nicht gut umschalten können, gar nicht erst die Gelegenheit zu geben, doch mal gut umschalten zu können. Ja. Also das sollte eigentlich immer gelten und nicht explizit für Frankfurt. Ja. Und da haben wir natürlich Verbesserungspotenzial. Gar keine Frage, auch gegen Union. Ja, gegen Union haben wir auch ganz viele Ballverluste in kritischen Zonen in der ersten Halbzeit gehabt. Zum Glück konnte Union da nicht viel raus machen. Ansonsten hätte er das auch eine andere Wendung nehmen können. Aber ihr wisst, wie immer, hätte Fahrradkette interessiert keinen. Aber ja, wir müssen da fokussierter, konzentrierter sein. Das ist dann wiederum eine ganz gute Übung für Dienstag, weil sonst werden wir die Strafe dafür bezahlen. Das ist einfach so. Das ist schwer, sich systematisch auf sie vorzubereiten, weil sie sehr fließend auch zwischen 5er- und 4er-Kette von den Spielertypen her variieren können und weil sie ihre Systeme anpassen. So deshalb das ist das, was kommt und auf was wir vorbereitet sein müssen. Dann hier vorne Florian Schiemack für Munich Online. Grüß Gott, Herr Tuchel. Der Transfer von Eric Dier im Winter wurde ja so ein bisschen belächelt. Zu alt, zu langsam von den Spurs. Von mir nicht übrigens, ne? Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, das Video zur Neuverpflichtung. Für mich ein absoluter No-Brainer gewesen und ein erfahrener Mann, der noch nicht zu alt ist und dieses Geschwindigkeitsthema müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen hier. Ja, ich denke mal, wir sehen an Fonsi, dass Geschwindigkeit alleine auch nicht reicht. Mal das krasse Gegenbeispiel zu bringen. Ja, aber wir gucken, was du. Von der Auswechselbank zum FC Bayern gekommen. Jetzt ist ja sowas wie ein
Boss geworden bei Ihnen. Wie zufrieden sind Sie denn mit ihm und wie wichtig ist er auch für die Defensivreihe? Ich bin extrem zufrieden natürlich mit ihm. Er hat, wie Sie auch selbst sagen, die Erwartungen absolut übertroffen. Er hat aus seiner Situation das Maximum gemacht und war für den Moment und für die Situation bis heute ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er natürlich über seine Persönlichkeit und über seine Fähigkeit zu organisieren und lautstark zu organisieren, was mitbringt, was wir so nicht unbedingt hatten. Und hat er doch keine Scheu gehabt, ja? So, viele Spieler brauchen ja immer erstmal so 2, 3, 4, 5, 6 Monate, um mal anzukommen und dann überhaupt erstmal die Eier zu haben und das Heft des Handelns da hinten in die Hand zu nehmen. So, das war beim Eric nicht. Der war da, bam, gleich von Anfang an Heft in die Hand genommen, gleich Anweisungen gegeben, zusammengepfiffen, wenn es nicht so gelaufen ist, wie er das da für richtig hält als Abwehrchef. Und das ist völlig gut so und deswegen ist er so wichtig. Ja? Weil genau das Ding ist, was uns gefehlt hat. De Ligt konnte das letztes Jahr auch, jetzt nicht auf diesem hohen Level vielleicht, wie ein Eric Dyer, wurde dann aber natürlich demontiert. Ja? Und das war natürlich fatal. Und ja, kann sich jetzt bestimmt auch vom Eric noch ein bisschen was mitnehmen, denke ich, um da auch noch weiter reinzuwachsen. Ne? Und was uns viel Stabilität gibt, weil er den Nebenmännern viel hilft und dort sehr viel organisiert. Deshalb sind wir sehr, sehr zufrieden mit ihm. Er ist ein Top-Charakter und of course natürlich auch ein sehr, sehr guter Spieler. War ich kurz im Englischen und ist sehr kommunikativ und hat das vom ersten Moment eigentlich mit einer großen Offenheit und Lust und Laune die Situation angenommen und kriegt gerade verdientermaßen die Belohnung dafür. Ja, und dann fragt man sich, warum man auf die Idee gekommen ist, vom Leverkusen-Spiel die beiden rauszunehmen und die beiden anderen Experten zu bringen, obwohl die nicht im Training waren. Aber wollen wir jetzt mal nicht drauf rumreiten, wer weiß, wofür es alles gut war am Ende der Saison, wir werden es sehen. Ich glaube, kurz im Englischen bleiben. Wir haben Besuch von Kanal Plus zwar, aber auf Englisch, ja. So let's start. Hello, sir. Harry Kane is on the verge of breaking Harry Kane ist drauf, einen neuen Rekord zu brechen. Wie wichtig ist es, ihn in der Mannschaft zu haben und was bringt er sonst noch in die Mannschaft außer der Tore? Ja, schon 100-mal beantwortet die Frage. Er spricht für sich selbst. Ich habe das schon oft gesagt. Seine Torbilanz ist herausragend. Noch 3 Spiele und wir spielen natürlich auch, damit er Tore macht, weil uns die Tore helfen, Spiele zu gewinnen. Er hat das volle Paket zu liefern, nicht nur Tore erzielen, sondern auch ein toller Teamspieler zu sein, ein Anführer, eine große Persönlichkeit, ein ruhiger, freundlicher, bescheidener Mensch. Das ist das volle Paket und gleichzeitig bringt er eine große Persönlichkeit mit. Also Harry Kane ist das Paket XXXXL. Ja. Also für einen Stürmer ist das absolut geisteskrank, was der alles kann. Oh, er schlecht. Wir sind also ein Harry Kane könnte genauso gut einen Zehner spielen, wahrscheinlich sogar einen Sechser oder einen Achter und wahrscheinlich sogar auf Außen, wenn er die Geschwindigkeit für Außen hätte. Also der kann ja alles. Der kann den tödlichen Pass spielen, der spielt den Ball in Räume, die andere gar nicht sehen auf der Zehnerposition. Der kann, wenn er sich auf Außen mal fallen lässt, reinflanken. Er hat einen guten Schuss aus der Distanz. Wenn er im Strafraum ist, wird nicht gefackelt, das wird direkt abgeschlossen. Hat aber auch, wenn's die Situation hergibt, das Auge für den Mitspieler. Also, wenn man was Negatives an Harry Kane suchen möchte, dann vielleicht, dass er es ab und wann übertreibt, dass er nicht im Strafraum zugegen ist. Ja, das wäre aber auch das Einzige, was man ab und an vielleicht mal kritisieren kann. Aber das ist halt einfach auch seine Spielweise. Und wenn man da mal guckt, wie viele Tore er gemacht hat, trotz alledem, trotz dass er sich so oft fallen lässt und auch der Mannschaft defensiv hilft, dass er auch mal auf Außen ausweicht und so weiter, ist das absolut geisteskrank. Ja, also Chapeau in allen Lagen. Und wir reden über einen Stürmer, Leute, ne, der über 30 Tore geknipst hat. Sehr glücklich, er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Es ist ungewöhnlich, ihn in einer ausländischen Liga zu sehen. Das erste Mal, dass er den Club gewechselt hat. Wir sind sehr froh, ihn hier zu haben und hoffentlich hilft er uns, noch mehr Spiele zu gewinnen und weiter anschieben, dass er den Rekord bricht und uns zu Punkten verhilft.
Herr Tuchel, ein Kompliment von mir. Sie wirken heute so positiv aufgekratzt, so gut gelaunt. Woher kommt das ganz persönlich bei Ihnen? Sind es wirklich nur die sportlichen Erfolge oder? Gut geschlafen. Mein Take, der Tuchel hat endlich mal wieder einen weggesteckt. Ja, ich glaube, das sieht man ihn an, oder? Sind wir uns einig, ne? Das hast du nicht nur durch gut geschlafen. Nur das. Gut geschlafen, guten Kaffee. Ja. War ein guter Morgen, das reicht. Ja. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Gleich ist soweit. Fliegender Wechsel. Carrie, hau nochmal das Mikrofon, okay? Ja, ich muss nochmal kurz die laute Straße befahren und Sie auf Real Madrid ansprechen. Sie haben sicherlich auch den Clasico gesehen. Ja. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus ziehen können? Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Mannschaften relativ ähnlich ausspielen, also ein bisschen abwartend hinten auch. Ja, ich habe das Clasico auch gesehen. Zweite Halbzeit ein bisschen intensiver wie die erste Halbzeit. Ja, Real bärenstark im Umschaltspiel. Ja, spielen schnörkellos, schnell nach vorne, haben natürlich eine individuelle Qualität da vorne. Aber in der Defensive habe ich jetzt auch nichts gesehen, was mir super viel Angst macht bei Real Madrid. Ja, da ist was möglich. Aber ja, wir müssen eine ähnliche Leistung bringen wie gegen Arsenal in der zweiten Halbzeit zu Hause. Ja, aber es ist auf jeden Fall was drin. Ist nicht unmöglich. Und dann eben schnell mit Umschaltaktionen nach vorne spielen. Also auf welches Spiel stellen Sie sich dann auch persönlich an? Ja, ist, glaube ich, eine Frage eher für Montag, oder? Für Montag. Aber ich meine, wir haben Real Madrid natürlich schon ein paar Mal jetzt gesehen und mit unseren Analysten natürlich auch geschaut, wenn sie selber mal schauen wollen und sich Tore von Real Madrid anschauen oder große Torchancen, wenn sie sich mal die Mühe machen, 10 Sekunden vorher auf eine Stopptaste zu drücken. Sie sehen es nicht kommen. Ne? Also man sieht es nicht immer kommen. Manchmal sieht man es kommen und die Situation ist klar und man denkt so, oh ja, da wird es jetzt gefährlich. Aber manchmal sehen sie es nicht kommen. Es läuft dann, es ist eigentlich alles unter Kontrolle, die Absicherung steht. Real Madrid scheint in Unterzahl zu sein. Sie drücken wieder auf Play und 5 Sekunden danach nochmal auf Stopp und dann sehen sie es plötzlich. Also es ist höchste individuelle Qualität. Es ist gepaart mit unglaublicher Umschaltwucht und höchste individuelle Qualität im Sinne von, wie bleibt das Tempo im Konter. Die technische Ausführung im Konter ist einfach ohne Verzögerung. Und ja, wenn Sie den Clasico ansprechen, das Tor, die haben ja, glaube ich, in der paar 70. waren sie 1-2-1 zurück. Und sind in der Lage, sofort eine Antwort zu geben. Und das Siegtor lag jetzt nicht in der Luft und dann fällt es auf so spektakuläre Art und Weise und es scheint so natürlich zu sein. Und das ist was sie dann ausmacht. Und deshalb sind sie natürlich auch in der Turnierform extrem gefährlich und immer in der Lage, eine Runde weiterzukommen, immer in der Lage, ein Turnier zu gewinnen, weil sie dort auf dem Punkt im Grunde diese Situationen auch genießen und auch schwierige Momente ja auch aushalten. Letzte Frage kommt von der Bild-Zeitung, David Verhoff. Das ist jetzt vielleicht eher der krachmachende Nachbar, aber, aber nicht so real. Ich habe eine Frage. Wir reden natürlich auch viel über Ralf Rangnick im Moment. Sie kennen sich gut. Haben Sie das Gefühl, dass Ralf Rangnick, Sie haben es ja jetzt hier lange erlebt, Zeug hat, Bayern-Trainer zu werden? Und können Sie noch mal beschreiben, wie Ihr Verhältnis zu... Absolut respektlose Frage mal wieder. Von welcher Zeitung sollte sie auch sonst kommen, als von der Bild-Zeitung? Ich hätte gar kein Problem damit, wenn man die Bild-Zeitung einfach mal ausschließen würde bei uns. Ja. Ich habe kein Verständnis für diese Art Fragen. Das ist unser aktueller Bayern-Trainer, der gerade im Champions League Halbfinale steht, den jetzt auf mögliche Nachfolger jede Woche anzusprechen, wenn wieder ein anderer im Gespräch ist, macht nur die Bild-Zeitung. Ja. Und es ist absolut respektlos, von daher schließt diese Spacken von den PKs einfach mal aus. Würde mich sehr freuen. Zueinander ist und was Sie von ihm gelernt haben? Ich gebe Ihnen recht zum Einleitung. Das ist nicht nur der krachmachende Nachbar, das ist der Nachbar in der Nacht, ne? Um 3 Uhr nachts. Diese Frage, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also dann nehme ich mir die Freiheit, meine Kopfhörer drauf auf Noise Cancelling zu stellen und es zu ignorieren, weil das Thema wird mir nicht helfen für morgen und nicht für Dienstag. Und es ist nicht mein Thema. Und es ist sehr, sehr respektlos gegenüber der Arbeit. Damit endet die Unterhaltung. Infotainment. Ja. Danke, bis morgens. Ja,
Aber was sollen wir noch erwarten von der Welt, Leute? Es ist einfach ein Schmutzblatt. Ja, damit ist alles gesagt. Tuchel sehr, sehr souverän heute auf der PK, war. Sehr, sehr gut. Auch die Frage sehr, sehr gut gehandelt und ja, hätte er öfter so machen sollen. Und ja, das war's. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, dann natürlich auf Dienstag. Ich bedanke mich für euer Interesse. Wie immer an dieser Stelle. Rot-weiße Grüße gehen raus und vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.